Erstens kommt alles anders und zweitens, als man denkt. Das Sprichwort kennen viele Leute. Trotzdem hat man bis vor kurzem wohl mit einer gesunden schweizerischen Distanz darauf schauen. Schliesslich sind wir ja durchgeplant. Und wir haben das Leben im Griff. Aber dieses Jahr ist alles anders. Und es gibt wohl nicht wenige Menschen, die ihre Pläne haben ändern mussten. Ja, das Leben hat das Jahr ein paar Überraschungen parat gehabt. Und dann stimmt wohl das Jahr sogar das andere Sprichwort. Eine Überraschung kommt selten allein. Wo bist du überrascht worden? Hast du deine Ferienpläne ändern? Bist du plötzlich als Lehrerin oder Lehrer im Homeschooling tätig gewesen? Hast du liebe Menschen lange nicht sehen? Oder hast du es genossen, endlich viel mehr Zeit mit deinen Liebsten zuhause zu verbringen? Hat sich deine berufliche Situation ungewollt verändert? Bist du krank geworden? Stehst du mit deinem Geschäft vor einem wirtschaftlichen Abgrund? Oder ganz im Gegenteil, hast du so viel Arbeit, dass sie dir über den Kopf wächst? Hast du sogar von der Krise profitiert? Das Leben behandelt einem so unterschiedlich. Vielleicht sagst du jetzt auch zynisch, von Überraschung kann man da ja nicht reden. Das ist viel zu positiv. Ja, ich verstehe dich. Die Weihnachtsgeschichte ist Geschichte von einigen solchen Überraschungen. Wenn man nur schon an Maria und Josef und ihre überraschende Schwangerschaft denkt. Wir feiern sie jedes Jahr, weil aus dieser Überraschung die weltbewegendste Geschichte entstanden ist, die die Menschheit je gehört hat. Was, wenn diese Geschichte dich dieses Jahr einlädt, um die Möglichkeiten in deinen Überraschungen zu sehen? Was, wenn der Gott, von dem die Weihnachtsgeschichte redet, dir genau dadurch Möglichkeiten eröffnen möchte, einen tiefen Frieden zu finden?